Servel Podcast, dat sie Blicke han d Kulisse vun engem vun de größten Employern zu Lützeburg. Wir bringen ihr méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der CRL. Gute Morgen und herzlich willkommen bei einer neuen Edition vom CRL Podcast. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef de Service Kommunikation und Pressesprecher bei der CRL. Heute ist den internationale Sicherheits- und Gesundheitstag auf der Arbeit. Bei mir am Studio für über das Thema zu schwatzen ist Marie-Paul Schneider. Marie-Paul Schneider ist Doktor und Responsable Santé au Travail bei der CRL. Willkommen, Marie-Paul. Guten Morgen, Sandy. Marie-Paul, Doktor CRL, das sind vielleicht zwei Sachen, wo sich denkt, das passt nicht direkt zusammen. Wenn ihn an einen Doktor denkt, da stelle ich mir direkt eine Praxis vor oder vielleicht sogar eine Klinik. Wenn ihr nur Berufe bei der CRL denkt, da stellt ihr sich einen Zugfahrer oder Lokfahrer oder einen Chef de Surveillance vor. Kannst du als vielleicht ein paar Ablecker an dieser Zeit login über dein Alltag? Wie kann ihn sich den Job von einem Doktor bei der CRL vorstellen? Du hast recht, Sandy. Das kann auf den nächsten Blick ein bisschen komisch wirken. Und du bei erst ein Doktor, ein Doktor wie alle die anderen Spezialisten. Just, dass wir präventiv und kein Kurativmedizin machen. Das heißt, wir verschreiben keine Medikamente außer an Urgenzfällen, kein Krankenschein. Wir sind aber gerade so in das Sekret medikal gebunden. Also der Nabelsdoktor ist am Anfang an der der Direktion an dem Arbeitsplatz. Das ist so der Spezialist von der Prävention von den Risiken auf der Arbeitsplatz. Dann hast du für die Gesundheit von der Mitarbeiter während ihrer ganzen Karriere zu schützen. Den Vorteil von unserer ganzen Equipe am Gesundheitszentrum ist, dass wir die Arbeitsposten von der Eisenbahn ganz gut kennen. Und dafür auch viel mehr spezifisch auf die Demanden von unseren Mitarbeitern gehen. Du hast ein bisschen allgemein beschrieben, wie gesagt dann dein Alltag aus. Ich kann mir vorstellen, den ist relativ vorwirkungsreich. Richtig. Zwischen den klassischen Konsultationen müssen oft Visiten um Terra gemacht gehen. Hierbei kommen dann immer noch eine Reihe Reunionen mit den verschiedenen Services, mit der Direktion oder mit dem Minister von der Santé. Das kann, wenn es ganz verschiedene Projekte und Sujets sind, immer zur Gesundheit und dem Bien-être von den Mitarbeitern. Gerade so wie auch Formationen, die wir zu den einzelnen Themen haben. Da kommen aber nach all Tag immer neue Imprévus und Nachfragen dabei. Also als Arbeitsdoktor muss ich auf jeden Fall ganz flexibel sein, auch gerne nur bei den Mitarbeitern. Ich merke, Flexibilität, das ist ein großes Wort bei ihr am Gesundheitszentrum, genauso wie an der KOM. Da wir sehen auch immer recht was die gemacht hat, und war nicht unbedingt das, was den sich Neues vorgeholt hat. So ist es doch bei uns. Marie-Paul, Sicherheit ist an der CRL ihrer Strategie die erste Priorität, und sie ist nicht verhandelbar. Wir müssen für die Sicherheit und die Gesundheit von unseren Klienten genauso gut wie die von unseren Mitarbeitern sorgen. Ob der Stadt der Gare zum Beispiel war bis kurzem ein Pop-up für den Grand Public sich impfen konnte lassen, mir so eine Möglichkeit haben auch unsere Mitarbeiter angeboten. Also das Wohlbefinden von der Mitarbeiter ist ohne Zweifel eine Priorität an der CRL-Gruppenstrategie. Nämlich Priorität mir. Am Gesundheitszentrum kümmern wir uns einerseits um die Sicherheit auf der Arbeitsplatz, wie um die physisch-psychische und soziale Gesundheit von unseren Mitarbeitern. An dem Sinn war da noch, wie du siehst, CRL eine von den ersten Entreprisen zu Lützeburg, die ihre Mitarbeiter angeboten hat, sich auf der Arbeit gegen Covid-19 impfen zu lassen. Das am Anfang nicht neu. Wir bieten seit Jahren schon unsere Mitarbeiter Impfungen an, da die klassisch gegen Tetanus, Hepatit oder Grippe. Ich denke, die Covid-Impfung war dann aber keine andere Nummer, surtout was den organisatorischen Aufwand anbelangt. Genau. Das zum Beispiel, weil das Impfstoffe nach 4 Tagen müssen auf der Platz an Einzeldose präpariert gehen. Wir haben zum Beispiel Pfizer und Moderna geimpft, guten Lieferungen, aber immer mit einem limitierten Aufstand der Quantitäten vom Minister. Daneben konnte man auch nicht immer dieselben Impfstoffe holen bei der ersten, zweiten oder dritten Impfung, auch nicht bei allen Alter. Also da hat unsere Equipe aus dem Sekretariat wirklich eine große Arbeit gemacht. Ja, das war eine relativ wichtige Gestion von der ganzen Sache. Und das effektive ganz gut an aktuell Beispiel, wie CRL seine Mitarbeiter unterstützt. Aber was für andere interne Supporten haben wir da nach für uns Mitarbeiter, Marie-Paul?
Eine ganze Reihe. Ich kann da zum Beispiel Geschichte von einem Mann erzählen, den Lorenzen de ganz levere Mercimentsbrief und als Assistent sozial und als Psychologin geschrieben hat, weil sie man enger ganz schwerer Zeit zur Seite standen. Oh, das war aber ganz live. Ja, den Herr hat leider für eine paar Monate Diagnose von einer schwerer Krankheit gekriegt. Eine Operation war nötig, wo gewissen Handicap bleiben. Es gab ganz lange Krankenschein, Hilfe daheim für den Transport, gouf notwendig. Zu den Punkten konnte als Assistent sozial helfen. Und wo eine schwere Krankheit bringt, oft ganz normal Ängste mit sich, wo auch als Psychologen die Madame dabei stehen. Wenn dann irgendwann ist Kaffee und Träger auf Arbeit geschwart gehen, gucken wir zusammen mit dem Service, wo die Person schafft, oder mit dem Service Recrutement und Mobilité interne, für dann adaptierten Arbeitsposten für die Madame zu finden. Das heißt, wirklich Chance, dass man mit einer ganz interdisziplinären Equipe von Arbeitsdoktern, Psychologen und Assistenten sozial wirklich ein breit gefächertes Support anbieten kann. Ja, an Proximität von der Arbeitsplatz, Zusammenarbeit, an der Fett, überhaupt das Service zu haben, ist sicher ein Avantage für als Mandarbeiter. Mit den Konsultationen macht ihr aber noch andere Sachen, wie zum Beispiel Risikoanalysen. Ja, und wenn eine Risikoanalyse eine Notwendigkeit erhebt, machen wir zum Beispiel auch toxikologische Analysen oder Messungen vom Kamedispegel. Ergonomische Etüden können wir auch bieten von den Arbeitsposten, die gehen zum Beispiel bei Reckenproblemen gefroht, wo man da können die Posten mal adaptieren. Ich meine, ich melde mich mal bei der. Die macht aber auch noch Formationen zur Prävention. Ja, von den Risiken für die Gesundheit auf der Arbeit, zum Beispiel auch der Risiko psychosozial, die immer mehr großen Anteil von den Risiken leider an der Arbeitswelt holen. Was kannst du mir mit deinem oder einer deinem Risiko psychosozial vorstellen? Das sind all die Risiken, die als psychisch, als sozial beeinflussen. Ne? Und für diese Prävention bieten wir neben zum Beispiel klassischen Sophrologieskuren für Stressbewältigung, aber auch bieten als Psychologen ganz viele verschiedene Formationen, wie zum Beispiel Prävention von den Aggressionen oder auch Gestion nur einem Accident grave, wenn sie Témoin waren, wie man auch parallel nach zum Beispiel Formationen für Schichtnutzer und Schichtarbeit bieten. Da haben wir relativ breit gefächert Panel. Ich gesehen als Madarbeiter, die gehen gut begleitet von ihr. Ein breit aufgestelltes System, wie man gerade konnte feststellen, den als ein Madarbeiter zur Verfügung steht, auf den sie immer können zurückgreifen. Und das gilt ja auch für alle Karriere oder Beruf bei der CRL. Ganz genau. Also alle Madarbeiter kann sich bei uns für eine Konsultation, ein Entretien oder auch einfach mal für Rutschlo melden. Wenn ein Rendezvous aber während der Arbeitszeit geholt soll gehen, dann muss es natürlich beim direkten Chef aufgeklärt sein. Wenn der Chef oder die Arbeitskollegen das nicht sollen wissen, dann kann ihn sich ohne Probleme mal direkt bei uns melden für ein Rendezvous außerhalb von den Arbeitsstunden zu holen. Dafür ist doch immer lange Arbeitstag, hm? Und sicher ist es ja so, dass die bei CRL angestellt wird, dann auch ein Rendezvous bei ihr als Arbeitsdoktor kriegt. Richtig. Das ist am Anfang eine legale Obligation für alle Employeur, genauso nach für eine verschiedene Sicherungen regelmäßiger, wo man muss bei einem Arbeitsdoktor kommen, dem noch wegen Risiken auf ihrem Posten ausgesetzt sind, oder zum Beispiel auch bei einer Visite Reprise, nur einer längeren Krankheit, Konsultationen für schwangere Frauen, oder nach einer ganzen Reihe anderer gesetzlich obligatorischen Visiten. Also für der Ausstellung muss der Kandidat eine Visite medikal bei uns machen, neben einem klassischen Questionnaire über seine eventuellen Krankheiten, mischt ein Assistent medikal ein Interrogatoire. Mit dem Kandidat wird noch eine Analyse vom Urin gemacht, ein Test von den Nahen, vom Gehör, eventuell ein Elektrokardiogramm,
oder ein Test von der Lungekapazität, also Spirometrie. Bei enger ganzer Reihe Posten zumals all die Securité ferroviaire betreffen, gëtt du no och nach op engem anderen Dach dann Bilan psychologik vun als Psychologinnen gemacht. So Bilan behalt an verschieden Tester, zum Beispiel fir Konzentration an Wachsamkeit, an du no en psychologischen Entretien. Ja, das kann ich ganz gut verstehen, weil Fedron hat man ja von der Sicherheit an der Strategie von der CRL, wo als echt Priorität ist, und dafür all die Tester oder Analysen, dann der Kandidat bei uns kann aufhängen. Ganz richtig. Marie-Paul, du hast Fedron erwähnt, dass was für Support und Dosi für als Mitarbeiter an lo gerade auch einen großen Abblick geben, wie der Verlauf beim Erstellen ist, respektive wat, ob die ausgewählte Kandidaten durchkönnt. Ich komme aber ganz gern oder vielleicht auch ungern auf Punkte rüber, wenn ich schon einen gewissen Alter erreicht habe, sprich bei 50 Jahren, da geht es einen besonderen Check. Genau. Für als jung 50-jährig geht es den Health Check 50+. Das ist schon eine flotte Sache. Also da geht all Mitarbeiter auf einen kompletten Gesundheitscheck am Zita Gesundheitszentrum invitiert. Das dauert ungefähr dann einen halben Tag und frei gehen da komplett von der Reisebühne verholen. Mitmachen, das natürlich auf freiwilliger Basis, mehr am Ende nicht zu empfehlen. Spannend, das klingt gut an, das ist ein Spezialoffer, war doch ein gewissen Aufmerksamkeit, singe Mitarbeiter angeht, was ja weil du anbietet. Gibt da noch eine andere Service, die mir als ein Mitarbeiter anbieten? Na, eine ganze Reihe. Zum Beispiel Blutanalysen können Mitarbeiter bei uns machen kommen, wenn sie eine Ordonnance von ihrem Hausdoktor haben. Und nicht wollen unbedingt an ein Labor rennen, dann können sie mittwochs morgens bis 9 Uhr auf Rendezvous des Analyse bei uns von einer Infirmier oder von einer Infirmier gemacht kriegen. Und Sport wird bei uns auch groß geschrieben. Mhm. Aber weil regelmäßig Sport und Bewegung extrem wichtig sind für unsere Gesundheit, organisieren wir normalerweise auch Darschreibungen für verschiedene Laufkurse, wie zum Beispiel den ING-Marathon. Die letzten 2 Jahre haben wir das aber leider nicht können machen, wegen der Covid-19-Pandemie. Mich meine, lo trainieren leider war schon fleißig, weil an ein paar Wochen, also drum soweit. Ja, ich hoffe, dass trotz ohne Ausschreibungen, aber das als Mitarbeiter nicht decouragiert hat. Und dann ist aber auch noch eine andere Sache mehr. Ab Mai werden wir auch eine individuelle Begleitung für alle Mitarbeiter freieren, die man Firmen abhalten will. Klingt gut. Und dann habe ich allerletzte Frage an dich, Marie-Paul. Vielleicht hast du einfach nach ein paar Tipps, die du uns mit kannst auf den Weg gehen, wie sich am besten auf seine Sicherheit, und auch Gesundheit auf der Arbeitsplatz aufpassen kann. Da sind am Anfang auch all die Tipps, die allgemein für unsere Gesundheit am wichtigsten sind. Ne? Wie gesunde und equilibrierte Ernährung, genug regelmäßige Bewegung, einen erholsamen Schlaf, limitierten Alkoholkonsum, womöglich kein Firmen. Und mit den großen Aufforderungen, die mir heutzutage am Alltag ausgesetzt sind, so gut privat wie am Beruf, ist leider auch eine gute Stressbewältigung immer mehr wichtig für unsere Gesundheit. Ja, das klingt vielleicht banal und einfach, aber das ist leider aber nicht immer so. Und zumal auch, weil wir ganze Kopf leider aber auch auf Schichten schaffen haben. Genau dafür sind wir dann am Gesundheitszentrum da. Hier als Mitarbeiter beim Umsetzen von diesen Sachen beizustehen. Also sie sollen nicht zicken, sich bei uns an dem Fall zu melden. Tipptopp, Marie-Paul, super für die praktischen Tipps, für dass wir alle wieder gesund bleiben. Dir ein großes Merci für das ganz flott Gespräch und dass du heute bei uns warst. Merci dir auch. Merci vielmals auch an dich, live Nullaustra, passt auch dir weiter auf ihr Job an der Gesundheit. Merci und bis die nächste Kehr. Adi. Adi.